Hallo, moje, jode Dach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, da sind wir wieder. Ist ein paar Tage her, vielleicht gerade mal 2 oder so. Es geht natürlich weiter, ein weiteres Pflichtspiel. DFB-Pokal, Achtelfinale steht an. Wer hätte das vor der Saison gedacht, dass wir dann doch mal das ein oder andere Ründchen weiterkommen? Es ist dann auch noch ein Wiedersehen gegen Hertha BSC. Nun ja, wir haben jetzt bisher mit denen gute Erfahrungen, also zumindest was diese Saison betrifft, ist gerade mal ein Monat her, aber vergessen wir nicht, im Pokal, da laufen die Dinge manchmal ein bisschen anders. Ihr wisst schon, der Pokal hat eigene Gesetze und dergleichen. Aber bevor wir starten, würde ich mich gerne bei einigen Zuschauern bedanken, die an mich gedacht haben. Heute, wo ich das hier aufnehme, habe ich Geburtstag, deswegen bin ich ein bisschen am Hetzen. Ich komme auch von der Arbeit gerade und in wenigen Minuten, ungefähr eine halbe Stunde habe ich noch Zeit, müsste auch mein Essen kommen. Also entweder unterbreche ich kurz mal diese Aufnahme oder wir schaffen das jetzt hier in einem Rutsch. Ein Spiel, bei dem ich leider nicht dabei sein kann. Der Feierabend stimmt nicht überein, ich schaffe das einfach nicht. Ich schaffe das einfach nicht, mir das Spiel live vor Ort anzusehen. Das lohnt sich schlicht und ergreifend nicht. Selbst wenn ich zur zweiten Halbzeit eintreffen würde, würde das immer noch bedeuten, dass ich vielleicht gerade mal 20 Minuten sehen kann. Klar, man weiß ja nie, vielleicht gibt es auch eine Verlängerung und dergleichen, weil nur weil wir ja vor einem Monat gegen Hertha BSC gewonnen haben, heißt das noch lange nicht, dass wir das Ding hier auch schon wieder locker schaffen, denn die Karten werden neu gemischt. Es hat sich auch einiges getan an diesem Wochenende. Wir haben nur 2:2 gespielt. Das erste Mal seit einigen Spielen haben vorher 4 Pflichtspiele ohne Gegentor. Jedes Pflichtspiel gewonnen. Ist natürlich jetzt nur so eine Sache. Also heute war auch Pressekonferenz, was ich auf jeden Fall da entnehmen kann. Es wird sich nichts ändern an der Aufstellung und was die Torhüterposition betrifft. Das wird sich auch nicht ändern. Marvin Schwäbe nach wie vor im Tor. Ich habe ja gesagt, never change a winning system. Ich sehe das weiterhin als vernünftig an, jetzt mal Stand jetzt, aber man weiß nie. Also Hertha hat momentan keinen schlechten Lauf. Die letzten 2 Spiele haben sie 4 Punkte geholt. Hat zum Beispiel gegen Magdeburg gewonnen und zuvor 2:2 beim SSV Ulm gespielt. Und was diese Pokalrunde angeht, die vorherige, da warf Hertha in Runde 2 Heidenheim raus. Ein aktueller Erstligist, ein Bundesligist. Deswegen sage ich ja, die Karten werden diesmal neu gemischt und es ändert sich auch diesmal was beim Player to Watch. Der ist dann tatsächlich Fabian Reese. Also ich habe ihn mir jetzt mal so ausgesucht, weil er war jetzt die letzte Zeit nicht da. Der war verletzt, hat sich in der Saisonvorbereitung verletzt. Und zu Fabian Reese habe ich mir Folgendes vermerkt. Fabian Reese hatte in der Saison 2023/24 eine solide Leistung bei Hertha BSC in der 2. Bundesliga. In 29 Ligaspielen kam er auf 3 Tore und 3 Vorlagen. Okay, es hört sich jetzt nicht so krass an. Wobei er 19 Mal in der Startelf stand. Besonders beeindruckend fand ich aber seine Vielseitigkeit. Er konnte auf verschiedenen Offensivpositionen eingesetzt werden, was für Hertha in einer schwierigen Saison sicher hilfreich war. Auch wenn seine Torgefahr aus meiner Sicht noch Luft nach oben hat, hat er als Vorlagengeber und mit seiner hohen Einsatzbereitschaft überzeugt. Deswegen habe ich ihn mir diesmal als Player to Watch rausgesucht, weil man weiß ja nie, was für eine Leistungsexplosion es in diesem Spiel von seiner Seite aus geben wird. Ich persönlich hoffe auf eine Leistungsverbesserung, zum Beispiel von Denis Huseyin-Basic. Der wusste jetzt im letzten Spiel nicht so allzu sehr zu überzeugen. Und ebenso auch von Julian Pauli. Der hatte schon die ein oder anderen Aussetzer im letzten Spiel. Allerdings, ihr wisst ja, was für ein Potenzial dieser Junge hat. Da bin ich ehrlich gesagt noch guter Dinge, dass es dann sich nicht fortsetzen wird mit irgendwelchen Negativleistungen. Aber gut, wisst ihr, ich würde jetzt gern irgendwas tippen. Ich würde jetzt gern einfach so raushauen. Vor wenigen Tagen hätte ich das auch gemacht. Kann ich nicht. Ich möchte mein Format Geist oder Bock nicht überstrapazieren. Allerdings, ich sehe mich gezwungen, dass wir wieder die Münze werfen. Ja, weil ich mir unsicher bin. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir komplett unsicher, wie dieses Spiel ausgehen könnte.
es gibt so viele Faktoren, die bei mir, was das Tippen angeht und was das Gefühl für dieses Spiel betrifft, Unsicherheiten auslöst. Klar, ausverkauftes Haus. Ich denke mal, auch die Berliner werden wieder reichlich Anhang mitgebracht haben, obwohl es unter der Woche ist, zu einer gottlosen Zeit. Ich verstehe jetzt nicht, wie man unter der Woche bei so wichtigen Spielen 18 Uhr ansetzen kann. Davon haben höchstens die Heimfans was, die zu ganz normalen Zeiten, was weiß ich, so um 15 Uhr oder sowas Feierabend haben. Zum Beispiel, was Köln betrifft, die Ford-Leute in der Frühschicht, die werden sich freuen. Er weiß ganz genau, da endet die Frühschicht um 14:45 Uhr ungefähr. Die werden sich freuen. Die gehen auf jeden Fall zum Spiel, da könnt ihr euch sicher sein. Und natürlich auch die aktive Fanszene. Aber gut, ja, es ist wieder soweit. Da sind wir auch noch gut durchgekommen. Wie gesagt, es gibt nur Unterbrechungen, wenn meine Lieferung kommt, meine Bestellung kommt und auch ein Anruf von Freunden, Verwandten noch eingeht. Aber gut. Münze wird geworfen für meinen Spieltagstipp. Geiß oder Bock? Und jetzt ist es wieder soweit. Der Moment der Wahrheit. Geiß oder Bock? Der Spieltagstipp für den ersten FC Köln. Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt? Oder der berüchtigte Bock? Geiß. Manchmal ist die Münze gnädig. Und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Gut, wie schon gesagt, ich möchte das nicht inflationär machen und dass sich das irgendwie abnutzt. Das ist jetzt für diese Hinrunde das letzte Mal, dass wir Geiß oder Bock spielen. Dann machen wir weiter in der Rückrunde, gegebenenfalls, wenn ich mir unsicher bin. Die nächsten paar Spiele gilt Sicherheit. Von daher, ich hoffe, ihr könnt erkennen, dass das hier die eingefärbte Seite ist. Die repräsentiert das positivere Ergebnis. Und das ist natürlich diesmal einfach nur ein Weiterkommen. Kein 1:0, 2:0, dies, das und so weiter. Sondern einfach nur Weiterkommen. Und natürlich die nicht eingefärbte Seite ist dann der Bock. Das würde bedeuten, wir scheiden aus. Geiß oder Bock? Oh no. Ihr müsst das nicht ernst nehmen. Aber die Münze sagt Bock. Wir scheiden aus. Schön war's. Aber kommt, die Münze hat auch nicht immer recht gehabt. Deswegen, mein Tipp, wir scheiden aus. Seid mir nicht böse, seid mir nicht böse. Es ist ja nicht im Stein gemeißelt. Ja, so hat die Münze jetzt entschieden. Deswegen gehe ich mit etwas weniger Erwartungen in dieses Spiel, das ich sowieso kaum sehen kann. Aber im Nachhinein, wir haben ja trotzdem ein bisschen Kohle mitgenommen. Und falls wir doch weiterkommen, ist es eine wunderschöne Überraschung, die mich dann noch glücklicher machen wird. Ja, das war's dann auch für heute, liebe Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.